Wenn natürlich der Poolsauger hier saugen soll nichts im Weg stehen. Also die Poolleiter muss definitiv raus. Servus, grüß euch und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video bei der Janka Filmschmiede. Heute geht es um den Poolsauger Intex. Das Teil sieht so aus. Mit kompletten Schlauch. Ja, hat ungefähr so 7 Kilo. Und der hat dann einen Behälter drin, wo er den ganzen Schmutz sauber auffängt. Ja, das ist dann praktisch hier. Und den werden wir jetzt mal gemeinsam ausleeren. Das sind so Nappen, die wo am Poolboden entlang fahren, so Noppen, so Gumminoppen. Ja, kommt mal ein bisschen näher. Der ganze Poolsauger, der hat unten so eine Bodenplatte, da ist der Filterbehälter drin und hier sind so Gumminoppen, da sind ja Ersatz-Gumminoppen dabei, aber die halten ziemlich lang, also ich habe noch keinen Ersatz gebraucht. Den kann man hier mit den Schnappverschlüsseln öffnen. Ja. Das ist das Schöne. Und hier ist der ganze Schmutz drin. Da ist sonst nichts Besonderes drin. Das füllt sich, glaube ich, mit Wasser, damit er Gewicht kriegt und damit er dann von der Strömung angetrieben wird. Also der Poolsauger wird nicht, wo der Wassereinlauf ist, sondern wo die Strömung rausläuft. Da wird dieser Schlauch hier angesteckt. Und den machen wir jetzt wieder sauber und leer. Und dann ist er wieder einsatzbereit für die nächsten Dinge. Das ist ein schönes Teil. Intex Poolsauger, wie heißt das genau, weiß ich nicht. Muss ich noch mal schauen. Aber der vielleicht zum Finden auf Amazon überall. Und man muss halt beobachten, weil der Preis schwankt massiv. Der kann gleich einmal 30 € plus minus schwanken. Und dann muss man halt dementsprechend zuschlagen. Aber jetzt zeige ich euch schnell, wie man den sauber macht. Okay? So, den kann man jetzt, den Einsatz kann man hier rausnehmen. Und das ist der ganze Dreck. Von ungefähr 2 Wochen, wenn man in der Woche 2-mal saugen lässt. Also kommt schon ordentlich was zusammen. Den frisst jetzt nicht bloß das Haus. Am besten ist von der gegengesetzten Richtung. Ja, der ist jetzt wieder sauber. Und dann nehmen wir noch er hat hier so eine Klappe und da kommt der ganze Dreck unten rein und wird hier in diesem Behälter ganz normal aufgefangen. Mehr ist da nicht. Das war's schon. Dann setzen wir das wieder ein. Ja. Und jetzt bauen wir das ganze Teil wieder zusammen. Genau. Einfach da unten einrasten. Und schon ist der Poolsauger wieder, der hat auch hier so Gummi, damit er sich leichter transportieren fortbewegen kann. Genau, und den haben wir jetzt dann wieder im Pool. Wenn natürlich der Poolsauger hier saugen soll nichts im Weg stehen. Also die Poolleiter muss definitiv raus. Dann nehmen wir das Teil
und tauchen ihn ein paar Mal ein, dass er mit Wasser vollgesaugt wird. Und da lassen wir ihn runter. Schlauch rein. Und jetzt tun wir den Schlauch, dass er nicht gleich verdreht ist. Einfach hier, wo das Wasser zum Pool strömt, wird er hier unten angeschraubt. Also wie gesagt, der Filter hat drin innen eine Umweltfunktion, damit er mit der Strömung funktioniert. Also nicht wo das Kimmer ist, sondern wo das Wasser im Pool strömt. Und den schalten wir jetzt einmal ein. Und schon macht er seinen Job. Also ungefähr auf dieser Poolgröße 3,66 Meter Durchmesser. Ja, soll er schon 2 Stunden laufen und dann saugt er auch wirklich alles picobello sauber ab. Da bleibt er mal wieder irgendwo stehen, saugt wieder, dann fährt er wieder weiter. Am Anfang kann es sein, dauert es ein bisschen, weil er ja noch nicht voller Wasser ist, aber es funktioniert. Also ein super Teil, Intex Poolsauger und braucht keinen Strom, läuft nur mit der Pumpe. Man braucht natürlich eine gute Umweltleistung, sonst läuft er nicht. Also mindestens ein Filter, wo 10.000 Liter in der Stunde umwälzen kann, dann läuft er spielend. In der Beschreibung steht drin, bis zu 7.000 Liter soll er mindestens haben. Also alles, was unter 7.000 Liter Pumpleistung ist in der Stunde, steht der. Da passiert nichts. Und im Umkreis von dem Poolsauger nimmt er den ganzen Schmutz auf. Na gut, also ich kann nur empfehlen, legt euch den Intex Poolsauger zu. Ein mega geiles Teil. So, ich hoffe, das Video hat heute ein bisschen geholfen zum Intex Poolsauger. Schnell zum Zerlegen, sauber machen und schon ist er wieder einsatzbereit. Also ich kann nur sagen, viel Spaß mit dem Intex Poolsauger, wer so große Frame-Pools oder Intex Pools hat. Mindestsaugleistung 7.000 Liter Umweltleistung muss der Filter schon haben, sonst funktioniert dieser Filter leider nicht. Danke fürs Zuschauen, lasst ein Abo da, würde mich freuen. Auf Kommentare würde mich freuen und wie gesagt, probiert es einfach mal aus und viel Spaß mit dem Intex. Also habe die, macht es gut, Helmut die Anker Filmschmiede, bis zum nächsten Video. Servus, habe die, macht es gut. Also wie gesagt, so circa 2 Stunden, wenn der läuft, funktioniert der perfekt. Wenn er 3 Stunden läuft, macht auch nichts. Trotzdem nimmt er hinten beim Skimmer noch den Schmutz auf, also das ist das Gute. Und kann nebenbei wunderbar, man hat keinen Wasserverlust, wird absolut perfekt der Boden abgesaugt.